zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute sieht es wieder ganz verrückt aus hier auf meinem Arbeitsplatz. Ist es tatsächlich überhaupt nicht, weil es geht heute um die kleinen Überraschungsnotizzettel, Büchli, Heftli, Blöckli, Dingensli, irgendetwas. Nennen Sie, wie ihr gerne wollt. Es sind einfach nur kleine Zettel in der ähnlichen Größe, wo man zusammenbastitschen oder man kann es auch leimen, wenn man will, zum Beispiel. Und dann gibt es so kleine Blöckchen, wo man dann einfach ein Zettel abreißen und irgendwie eine Telefonnummer draufschreiben, als Notizzettel brauchen, als winzig kleines Post-it-Zettel brauchen. Man kann mit denen einfach alles machen. Man kann sie in ein Junk Journal reinlegen, man kann es reinkleben, man kann es so über einen Rand rein oder über eine Seite rein drüber klemmen. Man kann sie verschenken, man kann sie verschicken, man kann irgendwas machen mit denen, was ihr wollt. Ich finde sie einfach extrem herzig und man kann sie in so verschiedenen Stilrichtungen machen. Ich habe da solche, die eher so ein bisschen Vintage sind, die auch komplett eigentlich fast hinten und vorne voll geschrieben sind, wo man jetzt nicht viel drauf schreiben kann oder so, die eher ein bisschen als Deko sind. Ich habe solche, die wirklich fast komplett leer sind, wo man wirklich als Notizzettel brauchen kann, die zum Benutzen da sind. Ich habe solche, die ich aus selber gemacht Collagenpapier, Resten gemacht habe, oder solche, die eher so ein bisschen, fast ein bisschen Zuckerwatte Stil sind, einfach so schnussig. Ich habe mit gestempelten Vorderseiten, ich habe mit habe ich jetzt da? Doch, da, genau, mit einem harten Rücken, dass das wirklich so wie ein Blöckchen ist. Der Oberteil habe ich jetzt, glaube ich, bei denen allen postitschet. Ich habe zum Teil einfach nur ein Zettel draufgeklebt, oben ein Rändchen, drüber postitschet. Ich habe solche, die ich einfach nur postitschet habe. Ich habe mit irgendwelchen Bändchen drauf, ich habe Spitzenbändchen drauf, stoffige, ich habe mit Washi-Tape, ich habe mit Papierresterlis. Ja, ihr seht, es ist alles möglich. Heute machen wir natürlich etwas, das ein bisschen in unser Junk Journal reinpasst, vom Stil her. Und für das geht alles mal weg. Und wir nehmen uns einfach von unseren Fötzeln, die rumliegen auf unserem Tisch oder die in unserer Kiste wir da uns rausgesucht haben, einfach irgendwas. Und bestimmen die Grösse. So. Das ist unsere Grösse. Und es kommt einfach drauf, was uns gerade so in die Finger kommt. Ich finde das eine wunderbare Arbeit für einfach so den Tisch aufzuräumen zum Beispiel, wenn noch irgendwelche Fötzchen rumliegen. Oder einfach sonst nur so ein bisschen, wenn man gerade nicht so schön weiss, was man machen soll. Und einfach ein bisschen mit irgendwelchem Papier rumspielen. So, ich glaube, das wäre schon eins. Ich habe wenig Fötzchen, Papierchen, ich habe viel Papierchen. Ich nehme mir jetzt hier ein Washi-Tape. Oh, Knübel. Das Schöne an dieser Arbeit ist einfach auch, ich kann innerhalb wenigen Minuten 1, 2 von denen produzieren, wenn ich ganz schnell noch irgendetwas brauche.
Oder ich kann einfach eine Stunde her sitzen und einfach produzieren. Weil ich finde, es ist fast so ein bisschen eine meditative Arbeit. Ich schaue, dass es hier oben einigermaßen gerade ist, damit ich meine Postage nicht allzu weit runter muss setzen. So, das ist doch super. Ah, mir gefällt das. Ich mache das so gern. So, meine Herausforderung, meine persönliche Herausforderung ist in dem Fall wieder, was verdecke ich, wie verdecke ich es, möchte ich gerne, dass noch irgendwie ein bisschen rausgüchselt. Ah, schau da. Nein, das ist blöd. So. Was ich ein bisschen drauf schaue, ist, dass es ein bisschen so, wie sagt man, oh, das ist verkehrt, ein bisschen gestuft ist, ein bisschen abgestuft. So, da noch eins. Und dann ist das auch schon wieder fertig. Zack, oh, da ist ein bisschen rumgekommen. Ah, noch. Macht nichts. Oh, und der ist nicht ganz durch. Jetzt ist es gegangen, ja. So, da haben wir noch ein hübsches, das doch passen würde. Ah, voilà. So, ich klebe jetzt die einfach vorne drauf. Was man natürlich eben auch machen kann, ist, wenn man es grösseres hat oder so, kann man es gerade so drüber reinklappen. Das gibt dann oben auch noch einen schönen Rand. Können wir erst beim nächsten Mal machen. Und ja, oh ja, nachher habe ich dann auch noch eine Idee. Ich mache jetzt mal ein bisschen ein kleineres. Oh, ein bisschen ganz klein. Was haben wir da? Was kommt da noch für? Oh, das ist einfach so schmal. Oh ja, schau. Hübsch. Das Klübchen. Jetzt wollte ich ein kleineres machen. Nein, ist gut. Ist gut. Ist gut. So, ich mache das jetzt so. So und das oben ab. Oh, wenn ich es dann kann. Mal, es geht. So. Und da unten, das reiße ich am Schluss noch ab. Auch wir machen noch ganz schmales. Ganz schmales. Das ist gerade so für eine Telefonnummer oder so. Das müsste ganz ein winziger Einkaufszettel sein. Und dann machen wir das da oben drüber. So. Oh, das ist verrutscht, das wollen wir nicht. Schön gerade, schön gerade. So, oh ja, schau, das ist übrigens ganz speziell. Das wollte ich noch abreißen, dass das ein bisschen gerader ist. Muss absolut nicht, muss überhaupt nicht gerade sein. Ja, jetzt habe ich gesagt, irgendetwas zum drüber klappen. Da, nein, das ist nicht so schön. Der da, ja gut. Ja, Mama. Das ist zwar nicht so eine Breite. Da ist der Anfang. So, aber es reicht, glaube ich, schon, zum drüber reinklappen. Ein bisschen, gerade so ganz knapp. So, und einen runter. Deckt jetzt hier natürlich die Postage gerade nicht. Aber das macht nichts. Hauptsächlich sieht jetzt von oben noch schön aus. Das ist ganz Lustiges. Da hat man irgendwie hinten noch etwas dürfen. Macht nichts. Macht nichts. Ist total noch nicht so.
müssen da überhaupt nicht schauen. Jetzt mache ich mal noch etwas, was noch ein bisschen Schreibplatz drauf hat. Jetzt habe ich natürlich auch ganz viel beschriebene genommen da bei den anderen. Hey, sorry, was ist los mit dem? Das blödes Kleberli-Teilchen. So. Ja, genau. Oh, aha, nein. Das ist etwas anderes. Schau mal, da habe ich noch so ein Prägtes. Das ist aber hübsch. Das ist der hübsch. Das stecken wir jetzt da drunter. Oder? Nein. Nein, ich will das vorne haben. So, oh ja. Aber warte, jetzt habe ich es jetzt verkehrt. Jetzt ist es verkehrt, schau. Prägung da. So, und jetzt haben wir da einmal so. Das ist, glaube ich, gut. Das ist gut. Gefällt mir. Das ist das halt vorne, ist egal. Was machen wir da noch? Noch so eins da, oder? Aber das könnte man dann so ganz so oben drüber machen. Ah ja. Ja, das ist gut. Und dann noch so. So. Oh ja. Irgendwie will der nicht richtig, der komische Bastitsch. Aha, jetzt ist es gegangen, hast du gehört? Jetzt will er wieder. So, jetzt könnte man doch hier noch ein schmales drauf tun. Habe ich denn noch so ein schmales Bändchen? Das wäre noch herzig. Oh nein. Da habe ich noch ein herziges. Hallo? Ist der angefangen? Ewige Sucherei da. Jetzt habe ich ihn. Gut. So. So, und so schnell sind die gemacht. Und ich könnte da jetzt noch ewig lang sitzen und einfach machen. Aber ich glaube, jetzt haben wir doch da mal 4. Ich glaube, so viel können wir sowieso nicht in unser Junk Journal rein tun. Das geht auch mal weg. Dann wollen wir noch mal schauen, ob wir da irgendwie ein Plätzchen finden. Was ich noch gemacht habe, ist, das liegt immer rum, das finde ich ein bisschen schade. Ich habe noch ein Täschchen drin reingeklebt. Unsere Täschchen, die wir letztes Mal gemacht haben. So, würde doch das ganz gut aussehen. Irgendwie so. Oder vielleicht auch ein kleines schlichteres noch. Ach, ich weiss doch auch nicht. So, ich glaube, ich tue 2 rein, oder? Ich habe 2 Signaturen, ich tue in jede Signatur 1 rein, weil sie sind ja relativ, nicht gerade voll dick, aber gleich sind es mehrere Schichten, plus noch die Postage, also es ist wieder etwas, das ein bisschen dick macht. Ein Dickmacher für unser Journal. Wenn wir noch mal schauen, schau, da habe ich auch noch ein Täschchen reingeklebt, plus die 2 Karten, die mir ein bisschen abgefreut sind. Die kann man natürlich super als Journal-Karte brauchen. Und was mir auch noch recht gut gefällt, ist der Hintergrund, dass der von diesen Jasskarten ein bisschen so speziell ist. Ich lasse das gerade so. Vielleicht könnte man es dann noch ein bisschen inken oder noch irgendetwas drauf machen. Vielleicht ist das ein kleines Erbetchen, das wir dann in einem separaten Video miteinander machen. Und da würde doch gerade der da noch drauf passen. Oder der. Der ist so ein bisschen speziell. Der gefällt mir gut. Wie machen wir das? 3. Ich könnte es auch postitchen. Nein.
will die nicht, ich will nicht da hinten. Ich möchte den Tacky-Glue. So, machen wir das mit dem. Jetzt soll ich das nur oben reinleimen oder soll ich gerade die Hinterseite? Ich glaube, ich mache das so. Ich mache das hier zuoberst und über ein bisschen über den Boss-Stitch drüber und die hinterste Seite ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das ist viel zu viel Leim. Man kann es ein bisschen verstreichen. So. So. Es wirkt fast ein bisschen wie ein Cluster. Aber das macht auch nichts. Das darf es. Wir könnten auch hier unten dann noch ein schönes Cluster reinkleben. Zum Beispiel eins, das irgendwie gut zu dem dazu passt. So, voilà. Finde ich voll herzig. Und jetzt dieses, wo haben wir dieses her da? Da. Da. Oder finden wir noch ein anderes Plätzchen, das ein bisschen besser passt? Da zum unserem Vögeli-Bellyband. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder auch. Oh ja, ich glaube, das hier würde es dem noch gerade gut tun. So. Oh. Mein Leim überläuft da ein bisschen irgendwie komischerweise. Ich weiß nicht wieso. So. Da auch. Ich tue das gerade so ein bisschen hier oben anleimen. Dann bin ich mir sicher, dass es gut hebt, einfach weil die Boss-Stitches so doof vorstehen natürlich. Aber ich glaube, das sollte es schon haben. So. Reinkleben. So, ein bisschen andrücken. Ein bisschen hier oben vor allem. So. Eben, wir können das natürlich jetzt auch so machen. So. Könnte man das hier dran stecken. Das würde natürlich auch noch recht cool aussehen. Dann kann man es nämlich auch abnehmen und irgendwo anders her tun. Oder man kann es mit einer dekorierten Büroklammer anklippen. Macht doch einfach irgendetwas. Macht das Rennen mit dem Zeug. Ich finde es auf jeden Fall extrem herzig. Und das Schöne ist eben auch, es ist immer wieder eine Überraschung, was denn da alles hinterher kommt. So, das war es mit unserem Video über die herzigen Notizblöckchen-Dinger. Es würde mich mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wäret, wenn wir wieder zusammen irgendetwas Verrücktes basteln miteinander. Tschüss!